Ich heiße euch ganz herzlich willkommen zum heutigen Online-Gottesdienst. So schön hast du eingeschaltet, bist du dabei. Ich weiss nicht, vielleicht bist du in der Küche oder in deiner Stube oder noch im Bett, wo immer. Ich bin überzeugt, Gott will uns heute begegnen. Er will uns ermutigen und wir wollen unsere Herzen einfach schon weit aufmachen. Heute ist nämlich ganz ein spezieller Tag. Zum ersten Mal seit über 3 Monaten dürfen wir uns auch physisch wieder im Bucheck zu Gottesdienst treffen. Und das ist einfach eine riesige Freude, auch wenn es noch mit vielen Auflagen wie Abstand halten und so weiter verbunden ist. Auch in der Kleingruppe dürfen wir uns wieder treffen und es tut einfach so gut, wenn man einander sieht, wenn man einander ermutigen kann, füreinander da sein kann, auch füreinander beten kann. Und ja, heute wird der Matthias auch deshalb eine spezielle Botschaft für uns haben, die er jetzt gerade an uns auch weitergeben wird. Und bevor ich Matthias übergebe, möchte ich einfach noch kurz beten. Vater, ich danke dir, dass wir einfach heute wieder dir begegnen dürfen. Danke dir für deine Gegenwart, dass du da bist, dass du zu uns reden willst. Danke, dass dein Wort lebendig ist und dass es das wird ausrichten, wozu du gesandt hast. Wir preisen dich und wir wollen jetzt hören, was du uns zu sagen hast. Amen. Ja, wir freuen uns riesig, dass wir an diesem Wochenende wieder live Gottesdienst machen können. Aber es ist uns auch wohl bewusst, dass nicht alle kommen können oder dass die einen auch weiter weg wohnen und so Teil sind von unserem Online-Gottesdienst. Ich möchte dir voran einfach Gottesreichen Segen wünschen. Weil es der erste Gottesdienst ist, den wir wieder haben, ist auch ein spezielles Thema drin. Und das Thema heisst, und es ist ein Zitat aus dem Josua Kapitel 3, ihr seid diesen Weg noch nie gegangen. Und ich werde uns gerade im Bibeltext hineinnehmen. Und bevor wir das tun, wollen wir doch noch kurz beten miteinander. Einfach auch Gott bitten, dass sein Wort wie ein Samen auf guten Boden fallen in unserem Leben und der kann Frucht bringen und kann wirklich Wunderbares bewirken. Vater im Himmel, ich danke dir, dass dein Wort nach wie vor eine unglaubliche Power und eine Stärke hat. Dass dein Wort kann Sachen in unserem Leben erneuern, verändern, heilen, uns aber auch Ausrichtung, Vision kann geben für unser Leben. Und du willst genau das auch jetzt wieder tun. Und ich möchte die jetzt zuhören, ich möchte jeden Mann, jede Frau, Jesus, Jugendliche, Ältere, ich will sie segnen in deinem wunderbaren Namen. Und ich einfach bitte, hilf uns, dass unsere Herzen dein Wort empfangen dürfen, dass wir dein Wort aufnehmen dürfen, wie ein Schwamm, wo mit Wasser getränkt werden kann, mit dem Wasser, wo du bist, Jesus, dem ewigen Wort Gottes, das wir kennen dürfen. Amen. Ja, in Josua 3, 1-6 heißt Folgendes. Früh am nächsten Morgen verließen Josua und die Israeliten Schittim und schlugen ihr Lager am Flussufer auf, bevor sie den Jordan überquerten. 3 Tage später gingen die Anführer durch das Lager und gaben den Leuten folgende Anweisung. Wenn ihr die Bundeslade des Herrn eures Gottes, die von den levitischen Priestern getragen wird, seht, dann folgt ihr. So wisst ihr, wohin ihr gehen sollt, da ihr diesen Weg noch nie gegangen seid. Haltet etwa 2000 Ellen Abstand zur Lade. Kommt ihr nicht näher. Danach gebot Josua dem Volk, heiligt euch, denn morgen wird der Herr große Wunder tun. Und zu den Priestern sagte er, nehmt die Bundeslade, zieht vor dem Volk durch den Fluss. Und so nahmen sie die Bundeslade auf und machten sich auf den Weg und zogen vor dem Volk her. In dem Text hat es einen ganz entscheidenden Vers drin, da sagt nämlich Gott, ihr seid den Weg noch nie gegangen. Ihr seid den Weg noch nie gegangen. Das ist auch eine Situation für uns als Gemeinde, die letzten 3 Monate. Wir sind so einen Weg noch nie gegangen. Auch mit dieser Vorfreude, die wir jetzt haben, oder Freude, dass wir Gottesdienste wieder eröffnen dürfen, Kleingruppen dürfen haben, aber eben auch mit diesen Schutzbestimmungen zur Sicherheit, zur Gesundheit der Leute zusammen dürfen sein, die Sachen müssen einhalten. Das sind ganz, ganz neue Situationen für uns. Und ich werde das zum Anlass nehmen, mit uns ein paar Prinzipien anzuschauen aus dem Kapitel 3 vom Josua, ein paar Gedanken anzuschauen. Wie führt Gott uns denn auf neue Wege? Wenn wir neue Wege gehen, dann ist das oft eine grosse Herausforderung für uns. Ich weiss noch, mein erster Schultag war so einer. Ich bin
von Deutschland in die Schweiz eingereist. Meine Mama ist Schweizerin, der Papa ist Deutscher. Und ich konnte nur Hochdeutsch können, bis ein halbes Jahr spät eingeschult worden. Zu Buchsi im Kanton Bern, Münchenbuchsee, wie das sonst richtig heisst, habe nur Hochdeutsch können und habe von einem Tag auf den anderen müssen Berndeutsch reden. Und das ist für mich mega schwierig gewesen. Ich habe mir unglaublich schwer getan und den ganzen Dialekt zu lernen. Auch gespürt auch durch die andere Kultur, die man hat, ausgegrenzt worden, irgendwo nicht so schnell ankommen. Es war nicht so einfach, einen neuen Weg zu gehen. Und ihr seht es hier vielleicht meinem Bild an. Das ist nicht «Hurra, die Schule geht los», sondern «Ui, was kommt auf mich zu?» Und ich kann mir gut vorstellen, auch du stehst in deinem Leben etwa die so vor Schwellen, wo du weggehst, wo du vorher noch nie gegangen bist. Vielleicht zum ersten Mal eine Arbeit, vielleicht zum ersten Mal irgendwo in eine Beziehung, vielleicht zum ersten Mal in eine neue Arbeitssituation, in einem Umfeld, wo ganz, ganz fremd ist. Und das löst so gewisse Gefühle aus bei uns. Einerseits manchmal gewisse Befürchtungen, Ängste, gewisse Sorgen. Wie wird das sein? Wie werden die Leute sein? Wie kommt das auf mich zu? Aber bei dir natürlich auch eine grosse Vorfreude. Ich weiss noch, mein erster Lohn, der gekommen ist, das sind so Sachen, auf die hat man sich natürlich gefreut. Oder die erste vielleicht auch Anerkennung oder Auszeichnung, die man irgendwo im Leben bekommen hat. Einen neuen Weg gehen. Israel ist es ja eigentlich genau so gegangen. Sie sind nämlich während diesen 40 Jahren in der Wüste, ich sage jetzt mal so, relativ eintönig unterwegs gewesen. Immer wieder hat Gott gesagt, ziehen weiter. Sie sind weitergezogen ein paar Tage, haben wieder gerastet, ihr Lager aufgeschlagen mit über 1 Million Menschen. Aber es ist eigentlich zum Teil eine relativ eintönige Zeit, 40 Jahre in der Wüste und wirklich ein bisschen im Kreis umeinander gezogen. Und jetzt kommt eine neue Situation. Sie stehen vor dem Jordan. Sie wissen, Gott geht mit uns jetzt einen neuen Weg. Und wir wollen anschauen, wie hat Gott ihnen Mut gemacht? Auf was hat Gott sie ausgerichtet? Was ist wichtig gewesen? In dem Sinn, dass sie Gottes Leitung erfahren, dass sie einen neuen Weg gehen können, weil es ist nicht ein einfacher Weg war. Viele Kämpfe und Kriege sind ihnen bevorstanden. Viele Unsicherheiten, auch in Bezug auf die Kinder, auf die Leute, die nicht irgendwo im Heer dabei waren, auch im Hinblick auf ihre Versorgung. Wie werden wir essen? Von was werden wir essen? Wie wird euch das Ganze gehen? Aber Gott hat ihnen Folgendes eben gesagt. Und er sagt ihnen, lasst die Bundeslade vorausgehen, die von den levitischen Priestern getragen wird, und folgt ihr. Und jetzt kommt seine Hauptaussage. So wisset ihr, wohin ihr sollt gehen. Und ich glaube, das ist eine der grossen Aussagen in der Bibel. Dass Gott uns Menschen durch unser Leben will richtig führen. Die Bibel ist voll von Versprechungen in diesem Zusammenhang. So heißt es beispielsweise im Psalm 32, Vers 8. Der Herr spricht zu mir, ich will dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dir raten und dich behüten. Ist das nicht eine gewaltige Zusage von Gott? Er will das. Also, dass Gott uns irgendwo versuchen lässt in unserem Leben, dass wir nicht mehr weiter wissen und Gott sagt, ja, selber die Schuld irgendwo oder hast dich noch jemand doofs anmanövriert oder musst deinen Weg selber finden. Das ist nicht das Konzept von Gott. Er will uns sicher führen. Sprüche 4, 11-12 heißt etwas Ähnliches. Ich will dir den Weg der Weisheit lehren und dir den richtigen Weg zeigen. Wenn du auf diesem Weg gehst, wird dich nichts aufhalten, du wirst nicht stolpern noch stürzen. Da sagt Gott, hey, ich will dir Weisheit geben auf dem Weg, den du wirklich gehst. Und jetzt wollen wir in unseren Text hineinschauen, über Vers 6 aus, und wenn wir miteinander anschauen, gibt es Indizien in dem Text, wie Gott sie nachher geführt hat. Was können wir lernen von ihnen? Und können wir auch für unser Leben anwenden, dass wir Gottes Führung in unserem Leben erfahren. Und das Erste, was Gott ihnen gesagt hat, ist Folgendes: Lasst die Bundeslade vorausgehen. Es heisst nämlich, wenn ihr die Bundeslade des Herrn eures Gottes, die von den levitischen Priestern getragen wird, seht, dann folgt ihr. So wisst ihr, wohin ihr gehen sollt.
Was war die Bundeslade? Die Bundeslade war eigentlich der Inbegriff von der Gegenwart und der Herrlichkeit Gottes. Die Bundeslade ist nämlich innerhalb von der Stiftshütte im sogenannten Allerheiligsten. Es war der Ort, wo Gottes Gegenwart unmittelbar sich offenbart hat. Es war aber auch ein Zeichen von dem Bündnis von Gott, von dem Versprechen von Gott zu seinem Volk. Gottes Wort, die 10 Gebote, sind dort drinnen aufbewahrt gewesen. Und ich glaube, das gibt uns ein Indiz für uns, nämlich, dass Gott selber vorausgehen soll. Sein Wort soll in unserem Leben vorausgehen. Wir sollen Gott folgen, nicht, dass Gott uns folgen muss, sondern wir sollen ihm folgen. Wir sollen uns an ihm, an seinem Wort, an seinen Aussagen wirklich orientieren. In Sprüche Kapitel 3 gibt es die sehr bekannten Verse, die etwas sehr Ähnliches sagen. Es heisst nämlich dort drinnen: Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Denke an ihn, was immer du tust, dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Das heißt, Gott sagt da ihnen: Hey, verlass dich nicht in erster Linie auf deinen Intellekt und in dem Wort Verstand. Im Alten Testament, im Hebräischen, ist auch das Wort drin von dem Gefühl oder vom Bauchgefühl, von den inneren Wünschen, von der Sehnsucht. Gott sagt, verlass dich nicht in erster Linie darauf, sondern verlass dich auf Gott. Hand aufs Herz, meistens ist es ja umgekehrt. Meistens haben wir schon unsere eigenen Wünsche, unsere eigenen Pläne und wir hoffen dann, dass Gott sie segnet. Aber wenn wir geführt werden von Gott, ist es so wichtig, dass wir Gott und seinen Willen vorausgehen lassen. Wie können wir das machen? Ich glaube, die einfachste, praktischste Form ist die, dass wir von jeder Entscheidung, von allem, was wir tun in unserem Leben, zuerst beten. Warum beten? Im Gebet geschieht Folgendes. Erstens einmal unsere Ängste, die wir haben vor der Zukunft. Vielleicht die Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen. Unsicherheit, was ist richtig. Das kommt irgendwo von Gott zur Ruhe. Und wir merken plötzlich, wow, in Gott darf ich geborgen sein. Ich muss mir keine Angst machen. Ich muss keine Angst haben vor der falschen Entscheidung. Gott wird mich sicher führen. Und es tut noch etwas. Manchmal haben wir ja unseren eigenen Drive, unsere Sehnsucht, unsere Wünsche und Leidenschaften und wollen vielleicht etwas unbedingt. Und wenn wir zuerst beten, dann spüren wir auch, welche von diesen Wünschen und Sehnsüchten sind wirklich von Gott in unserem Herz und welche Wünsche und Sehnsüchte sind eben nicht von Gott in unser Herz hineingelegt worden. Und Gott wüsste genau, wenn wir denen nachgehen würden, es würde uns schaden. Es wäre nicht gut für uns. Bet zuerst. Bitte Gott, dir aus dem inneren Frieden zu zeigen, was willst du. Und dann wirst du innerlich eben auch spüren, hey, in diese Richtung oder in diese Richtung soll ich gehen oder soll ich dort oder da einen Rat suchen. Er will dich sicher führen. Das Zweite ist, dass Gott auf eine Haltung in unserem Leben achtet, und zwar eine Haltung oder eine Einstellung vom Respekt ihm gegenüber. Lesen wir weiter. Im Vers 4 bis 5 heißt: Haltet etwa 2000 Ellen Abstand zur Bundeslade. Kommt ihr nicht näher? Und danach gebot Josua dem Volk: Heiligt euch. Es gibt sicher ganz einen praktischen Grund, warum die Bundeslade 2000 Ellen, das sind etwa 1,2 Kilometer, vorausgehen. Und zwar, das war einfach die sind ja Priester nachher in Jordan hineingegangen. Und die Bibel sagt, dass Gott jetzt Wunder da hat und der Jordan stillgestanden ist, dass nachher das Volk durch können. Sie haben ihnen sozusagen den Weg geebnet. Aber ich sehe etwas Zweites drin, nämlich, dass Menschen einen guten, gesunden Respekt vor Gott sollen haben. In der Bibel gibt es ein Konzept zu dem, und das heißt Gottesfurcht. Es ist nicht so ein populärer Begriff. Gottesfurcht heißt nicht in erster Linie, dass wir als Menschen irgendeine Angst haben vor Gott oder dass wir mit Angst vor Gott leben müssen. Im Gegenteil, Gott möchte uns in sein Vertrauen ziehen, ins Vertrauen zu ihm. Aber es bedeutet ein Wissen, wer Gott ist. Es bedeutet eine gute Kenntnis von Gott. Man kann das vielleicht vergleichen, wie wenn jemand sich entscheidet, ein Haus zum Beispiel zu kaufen. Es ist gut, wenn man einen gewissen Respekt hat, weil man sehr viel Finanzen einsetzt, weil man vielleicht Kapital aufnehmen muss und man einen Respekt hat von so einer Entscheidung. Oder vielleicht wie wenn jemand irgendwo auf einem Berggipfel oben ist
wo es links und rechts ziemlich runtergeht, ist gut, wenn man da Respekt hat. Das hat nicht in erster Linie damit zu tun, dass man jetzt mit Angst dort oben muss leben sondern dass man einfach weiss, hey, Moment mal, das ist eine Dimension, die ich nicht im Griff habe. Es ist gut, wenn ich mich festhalte, einen gesunden Respekt zu haben. Genauso ist es in Bezug auf Gott. Schaut, viele Christen, die wollen Gott einfach als Daddy, Jesus als Kumpel und der Heilige Geist als der ihnen gute Gefühle gibt. Und das ist sicher auch ein Teil von der Vertrautheit mit Gott, sicher auch richtig. Aber es ist nicht alles im Umgang mit Gott. Gott will uns Menschen auch eine tiefe Ehrfurcht, einen Respekt geben vor ihm. Und das läuft eigentlich voll gegen den Zeitgeist. Unsere Zeit, wo wir drinnen leben. Warum? Weil wir zelebrieren unser menschliches Ego. Wir fühlen, dass wir Menschen, wir stehen irgendwo im Zentrum von unserer Welt, von dem Universum. Und zelebrieren das auch. Schaut mal, ein Selfie. Ich selber stelle mich dar, ist zu einem täglichen Inbegriff geworden. Aber wenn ich die Bibel anschaue, merke ich nicht, der Mensch ist im Zentrum, sondern wenn das Leben gesund verlaufen soll, muss Gott im Zentrum sein. Ich glaube, es ist gut, dass wir uns die wieder daran erinnern. Unsere Zeit ist begrenzt, unsere Weisheit ist begrenzt, unsere Kraft ist begrenzt. Wir als Menschen, wir sind Menschen mit enormen Grenzen. Nur Gott ist grenzenlos. Er ist ewig, er ist allwissend, er ist allmächtig. Und so heißt es in einem der Psalmen, denn Herr, wenn ich an dich denke, lass meine Worte einfach auch wenige sein. Lass mich dir gegenüber einen Respekt auch ausdrücken. Schaut, das ist ein Schlüssel, wenn wir erleben, dass Gott uns richtig führt. Dass wir einen Respekt haben vor ihm, eine Achtung haben vor ihm. Dann wird Gott uns sicher führen. Und dann sagt es in dem Text weiter, der Josua sagt nämlich dem Volk, heiligt euch, denn morgen wird der Herr große Wunder unter euch tun. Schaut, Gott ist es nicht nur wichtig, dass wir ihn vorausgehen lassen, dass wir nach seinem Willen fragen, dass wir eine Haltung auch vom Respekt haben ihm gegenüber, sondern er möchte, dass wir wissen und darauf vertrauen, er ist ein Gott, der will Wunder tun und wo wird Wunder tun. Wir haben so viele coole Geschichten in den letzten Monaten bekommen von Menschen, die in dieser Corona-Zeit Gottes Wunder erlebt haben. Von Menschen, die Durchbruch haben erlebt in ihrer beruflichen Situation, von Menschen, die in ihren Beziehungen eine ganz neue Vertiefung erlebt haben. So viele Wunder. Menschen, die eine Kühnheit bekommen haben von Gott, anderen von Jesus erzählen und die miterlebt haben. Wow, das sind Menschen da, die offen sind, die fragend sind. Jemand hat sogar mit jemandem, der auf der Straße von Zürich war, ist sie mit ihm ins Gespräch gekommen. Und am Schluss hat der Mann Gott so innerlich gespürt und erlebt. Sie haben miteinander auf der Straße von Zürich auf die Knie gehen und zu Jesus beten und Jesus einladen, in sein Leben zu kommen und sein Leben zu erneuern. Das ist etwas, was nur Gott machen kann. Es sind Wunder. Ob der Josua gewusst hat, was Gott genau wird tun, ich bezweifle es zu dem Zeitpunkt. Aber er hat eins gewusst, wir haben einen Gott, der Wunder tut. Schaut, Wunder sind Alltag für Gott. Wunder sind Gottes alte Normalität und es ist Gottes neue Normalität. Nur für uns ist es manchmal besonders. Was Gott möchte, ist, dass wir wirklich auch mit dem rechnen. Nicht, dass wir Wunder suchen, wir sollen Gott suchen, aber dass wir Wunder erwarten. Dass wir in unserem Alltag Gottes Eingreifen erwarten, in unserem Job, in unserer Familie, in unseren Entscheidungen, die wir treffen, dass wir Gottes Wunder wirklich erwarten. In Josua 3, Vers 10 sagt nämlich Josua auch, was der Grund ist, warum wir Wunder erwarten dürfen. Er sagt, heute werdet ihr erfahren, dass ihr einen lebendigen Gott habt. Einen lebendigen Gott. Und schau, das ist einer der vielen Gründe, warum ich an Jesus Christus und an den Gott der Bibel glaube. Und zwar, es ist ein lebendiger Gott. Es ist einer, der wirklich da ist und lebt. Es heißt im 5. Mose 4,39, ihr sollt es heute wissen und es euch zu Herzen nehmen. Der Herr ist Gott im Himmel und auf der Erde und es gibt keinen
anderen Gott. Das war übrigens auch die zentrale Botschaft von den ersten Christen. Jesus ist auferstanden, Jesus lebt. Und weil Jesus lebt, sind Wunder in deinem Leben möglich, sind Wunder in meinem Leben möglich. Und die will Gott wirklich auch tun. Erwartet sie wirklich auch. Und das letzte Prinzip, der letzte Gedanke aus dieser Geschichte heraus, den ich herausschälen will, in dem Sinn, wie Gott uns führt, das ist der, es heißt im Vers 12, wählt 12 Männer aus, einen aus jedem Stamm von Israel. Schaut, Gott hat am Schluss nicht einfach wollen, dass nur Josua Gott erlebt, sondern er wollte, dass alle, die dabei sind, Gott erleben. Gott denkt auch in unserem Leben nicht nur an uns, sondern hey, er sieht, das sind auch andere Menschen um uns herum, die Gott eben auch erleben sollen. Mir hat letztes Mal jemand gesagt, das war diese Woche, ja, wissen Sie, Herr Theis, ich Killen und alles, das können Sie vergessen, das ist nichts für mich. Ich habe einen persönlichen Glauben, einen eigenen Glauben an Gott und an den glaube ich auch. Aber ich habe dann gedacht, hey, aber wenn Gott unser Vater ist, dann gilt ja noch etwas anderes. Wenn er ein Vater ist von vielen Menschen, die nämlich an ihn glauben, dann bedeutet das, dass er auch eine Familie hat. Das bedeutet, ich habe Geschwister auf dieser Welt. Und Gott hat nie wollen, dass wir einfach einsam mit ihm unterwegs sind, sondern dass wir gemeinsam miteinander mit Gott unterwegs sind. Das ist der Grund, warum wir beispielsweise unsere Kleingruppen haben, warum wir die feiern und das Leben miteinander wirklich auch zelebrieren. Und wir einander segnen, einander stärken, wo wir miteinander aber auch hören auf den Willen von Gott. Schaut, manchmal redet eben Gott nicht einfach so direkt, persönlich nur zu uns, sondern manchmal redet Gott eben durch andere Menschen auch zu uns in unserem Leben. Und das ist ein Grund, wenn du Gottes Führung erfahren willst, dann los nicht nur auf Gott, sondern los zuerst auf ihn, aber achte auch auf das, was Gott auch durch andere Menschen sagen will. Ich habe es in meinem Leben so oft erlebt, dass ich innerlich vielleicht das Empfinden hatte, aber nicht gewusst, ist es Gott oder ja oder nein oder welchen Weg soll ich gehen, welche Entscheidung soll ich treffen. Und dann hat Gott Menschen gebraucht um mich herum und plötzlich merke ich, wow, das ist der richtige Gedanke. Du brauchst Menschen wirklich an deiner Seite. Und so ruft er dich auf, nicht nur Gott zu vertrauen, sondern hey, versuch auch anderen Menschen zu vertrauen. Nicht kopflos, aber Lass dir von Gott auch zeigen, wo sind Menschen, denen kann ich mich auch anvertrauen. Und das können ganz, ganz, ganz besondere Ratgeber sein an deiner Seite für dein Leben. Vielleicht noch einen Rückblick in die letzten 3 Monate. Wir sind ja auch unterwegs, aber nur online miteinander verbunden. Wir haben unsere Gottesdienste nicht gehabt. Und was ist so passiert in dieser Zeit? Als Mitarbeiter, als Angestellte, das Leben für uns wirklich weitergegangen. Wir haben Seelsorgegespräche gehabt wie vorher. Wir haben Mitarbeitergespräche gehabt. Wir haben Trauungen gehabt, dann einfach im kleinen Rahmen. Beerdigungen sind weitergegangen. Wir haben all die Gottesdienste miteinander vorbereitet für unsere Kids, für unsere Teens, für unsere Jugend, für die Erwachsenen bis hin zu den Senioren. Es ist weitergegangen. Aber was wir nicht mehr hatten, wir haben in diesen 3 letzten Monaten kein Opfer mehr im Gottesdienst erheben. Und ich habe so gedacht, hey, wir sind ja nicht einfach allein unterwegs, sondern wir sind gemeinsam unterwegs. So viele Menschen sagen, hey, das ist meine Kirche, das ist der Ort, wo ich dazugehöre. Und innerlich habe ich so einen Impuls bekommen aufs Herz und den möchte ich mit uns teilen. Gemeinsam ist es möglich, dass der Juni der beste Spendenmonat ist, den wir in dem ganzen Jahr hatten. Und ich glaube, das ist möglich. Viele von uns haben weniger Auslagen gehabt. Wir haben weniger shoppen, wir haben weniger unternehmen, wir haben nicht mehr Bar geben. Und an dieser Stelle vielen Dank für die online gegeben haben. Aber ich glaube, in diesem Monat Juni hatten wir die Chance, einen riesen Unterschied zu machen und miteinander einen der tollsten Monate auch finanziell für uns als Kirche gemeinsam zu erleben. Du kannst einen Unterschied machen dazu und ich möchte dich einladen, wirklich auch dafür zu beten. Die ersten Christen haben darauf vertraut, Jesus lebt. Und das war ihre Botschaft. Jesus ist erfahrbar. Und weißt du, als wenn er seinem Volk seinerzeit geholfen hat, er wird es auch heute noch tun. Und er will es auch heute tun in deinem persönlichen Leben.
Vielleicht sagst du, weißt du was, ich würde gerne mich von Gott führen lassen. Ich würde das gerne erfahren, aber mir fehlt das. Mir fehlt irgendwo auch die Connection, irgendwo das Sensorium, wo ich spüre, es gibt Leute, die haben das. Weißt du was, das kommt in unser Leben, indem wir Jesus einladen. Und zu dem möchte ich dich einladen. Wenn du Jesus noch nie in dein Leben eingeladen hast oder du merkst, vielleicht du hast dich entfernt von ihm, ich möchte dich einladen, jetzt stell noch nicht ab, sondern bete mit mir und mach das nächste Gebet zu deinem persönlichen Gebet. Vater im Himmel, mir ist klar geworden, dass ich bisher dich nicht als erste Orientierung in mein Leben einbezogen habe. Bitte vergib du mir. Danke, dass Jesus für all meine Sünden gestorben ist. Und ich tue das Vertrauen auf ihn jetzt volle Vergebung haben. Ich will von jetzt an mit dir leben, dich einbeziehen und dir folgen. Danke, dass du mich jetzt zu deinem geliebten Kind machst. Amen. Weißt du, dass durch das Gebet zu Gott bist du nicht einfach ein Fremder für Gott, sondern du bist zu einem Kind von ihm geworden. Und weißt du, was Väter gerne machen, die ihre Kinder lieb haben? Sie wollen ihnen helfen, sie wollen sie unterstützen. Sie wollen ihnen die Impulse geben, die sie brauchen, um selbstständig ein gutes Leben zu führen. Und genau das wird Gott am heutigen Tag tun. Lass vielleicht die Predigt noch einmal durch, wend die Gedanken an für dein Leben und du wirst erfahren, Gott wird mich richtig führen. Und bevor ich abschliesse, möchte ich für all die beten, die gerade jetzt in ihrem Leben vielleicht eine neue Dimension sich wünschen, geführt sein von Gott oder die ganz konkret in einer Entscheidung drin stehen und Gottes Weisheit brauchen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns x-mal sagst in deinem Wort, du willst uns richtig führen, du willst uns führen, du willst, dass wir den richtigen Weg gehen können, du willst uns die Weisheit geben dazu. Und Jesus, ich bete, Herr, dass gerade die jetzt zulassen, die merken, hey, ich wünsche mir eine neue Nähe zu Gott. Ich wünsche mir ein neues Empfinden für das, was Gott will tun in meinem Leben. Dass du ihnen jetzt einen Durchbruch gibst, dass du ihnen den Wunsch erfüllst, der ihr im Herzen drin ist. Dass sie eine neue Nähe zu dir erleben dürfen, dass sie die Prinzipien mitnehmen in ihr Leben und erfahren, wie Gott sie wirklich führt. Ich bete, dass du Türen öffnest für Menschen. Ich bete, dass du das Wunder geschehen lässt auf dem Weg. Herr, weil du ein lebendiger Gott bist. Ich bete für all die vielleicht in ihrem Herzen wissen, was sie eigentlich tun sollten, aber es fehlt ihnen der Mut oder die Kraft oder die Überzeugung, das wirklich zu tun. Und ich bitte dich, Geist Gottes, gib ihnen eine neue Ehrfurcht vor einem lebendigen Gott. Setz sie frei von diesen inneren Kräften, wo sie auf einen falschen Weg ziehen wollen. Dass sie frei dürfen sein, den Weg vom Leben und den Weg vom Segen zu gehen. Amen. Und mit dem Segenswunsch möchte ich dir ganz eine gute nächste Woche wünschen. Gott mit dir. Er will dich führen, lass dich führen und sehe seine Wunder. Danke vielmals, Matthias, für die mutmachende Botschaft. Ich bin sicher, dass Gott durch die Botschaft auch ganz persönlich in dein Leben hineingeredet hat. Und du darfst Gott einfach von ihm erwarten, dass er dir in deiner spezifischen Lebenssituation auch die Führung und die Leitung will geben, die du brauchst. Ich möchte dir auch ganz einfach Mut zusprechen, die Schritte zu gehen, die Gott dir heute aufgezeigt hat. Im Vertrauen auf Gott und auch einfach in dieser Haltung vom Respekt zu ihm. Und wenn du heute Jesus zum ersten Mal in dein Leben eingeladen hast, gerade vorher bei diesem Gebet, dann freuen wir uns riesig mit dir. Und ja, lass uns das doch wissen. Wir möchten so gerne einfach einmal kurz mit dir in Kontakt treten, um dir vielleicht auch zu zeigen, was könnten jetzt die ersten Schritte in deinem neuen Leben mit Jesus sein. Und darum haben wir auch das Kontaktformular. Du findest das gerade unten am Player oder bei YouTube hat es einen Link, den du anklicken kannst und dann kannst du uns das wissen lassen. Vielleicht andere haben ein Gebetsanliegen oder sonst möchten uns etwas mitteilen oder auch den Newsletter kann man dort abonnieren. Du kannst uns das einfach wissen lassen mit dem Kontaktformular. Dann habe ich noch zwei wichtige Infos, ganz besonders für unsere Eltern, auch die Kinder haben. Im Sommer findet nämlich vom 13. bis zum 17. Juli das Mini-Kids-Tageslager hier im Bucheck statt.
Die Kinder werden ganz viel Fun und Action und auch Tiefgang haben. Und ja, die Anmeldung ist jetzt offen und ich möchte eure Eltern einfach ermutigen, meldet doch eure Kinder an. Ich bin so dankbar für Eltern, die mich damals in so ein Kinderlager geschickt haben. Und das hat mein Leben von Grund auf verändert, weil dort habe ich Jesus in mein Leben aufgenommen und konnte Beziehungen knüpfen. Ja, es ist vorwärts gegangen in meinem Leben. Dann für unsere Jugendarbeit Fuse. Sie hätten ja gerne ihr Sommercamp in Frankreich verbringen, aber leider ist das jetzt nicht möglich wegen der Corona-Situation. Aber sie werden jetzt ein Camp hier in Zürich durchführen und das wird heißen Summer in the City. Und das ist für alle 14- bis 24-Jährige und ich bin überzeugt, sie werden eine ganz tolle Zeit haben miteinander. Sie, die Jugendlichen, würden jetzt sagen, ja, das wird legendär sein. Alle Infos und auch die Anmeldung findet ihr auf der App von Bucheck von Fuse. Ja, am nächsten Sonntag fahren wir weiter mit unserer neuen Predigtserie, die wir haben, Bestform, die wir letzten Sonntag angefangen haben. Und wir würden uns freuen, wenn du auch wieder dabei bist, entweder online oder auch physisch da im Bucheck zu unseren gewohnten Bucheck-Gottesdienstzeiten am 9:30 oder am 11:11. Du bist herzlichst willkommen. So schön haben wir zusammen Gottesdienst feiern und jetzt wünsche ich euch einfach noch von ganzem Herzen eine reich gesegnete neue Woche. Tschüss zusammen.